Für dich schon ich mal Besuch am Studio an zwei Herren begrüßen Sto von den kleinen Deieren Ziester. Do schmenge schlägt bei vielen Terren ein bisschen mehr sehr. Du begrüßt nicht einmal den John Dennis. Bonjour, Herr Dennis. Ja. Holt das Mikro gut noch bei ihr? Bonjour. Voilà, das Schiedsrichter erst gut heiert. Der sieht den Präsident von der kleinen Deieren Ziester von Ettelbruck. Und dann ist auch der Jos Campado, der sieht der Präsident von der kleinen Deieren Ziester von Miersch. Bonjour. Alles richtig gesagt. Der sieht aber auch nach von der Vizepräsidenten von USAL. Was ist das dann? Richtig. USAL, das heißt Union des Sociétés Avicoles. Das ist den Dachverband von allen Vereinen hier zu Lützeburg. Der geht daran die 20 oder 5 Spezialklubben und die betreuen die verschiedenen Vereine wie Ettelbruck, Miersch und so weiter. Dabei kriegen die Members aber auch alle guten eine Zeitung geschickt. Die heißt Lützeburger Kleine Deieren Ziester, die erschenkt alle 2. Monat, also 6 Mal am Jahr, farbig am Offsetdruck an mit 28 Seiten, wo die Leute mal können nur gucken, wann irgendwo eine Ausstellung rundherum ist, oder im Ausland, und mit ganz wertvollen Fachartikeln. Das ist schon interessant, für den Blick ranzugehen. Voilà, das wollte man aber unbedingt, wie gesagt, auch nach den Leuten erklären. So, Kleine Deieren Ziester, schmengen du schlägt, wie gesagt, Herz mir sehr well. Vielleicht sie ganz froh, wenn der auf der Foire Agricole sieht. Viele Leute kommen das gerne gucken. Was für Deieren sind das? Was für Deieren schwätzen wir da? Die Deieren, die wir können auf der Foire Agricole ausstellen, das sind ein großer Teil von den Rassendeieren, die nachher zu Lützeburg gehen. Die kleinen Deieren Ziester Vereine sind damals auch gegründet, für die Rassen von den Deieren zu erhalten. Mittlerweile ist die Rasse nicht mehr so wichtig. Es geht nach just darum, für ein paar Deieren rund um das Haus zu haben, wie Hänger, Kanengerscher, wo ich nach kann rund um das Haus haben, für der zu haben, die Moes bräucht. Okay, für was Deieren mal schwätzen, Hänger hat er gerade gesagt, was muss dann alles wissen, wenn ich zum Beispiel Hänger will teilen? Oh, da muss wissen, wie viel Platz da braucht, wie viel Hänger da braucht. Es geht schon nicht mehr darum, für riesen Hallen zu haben, voller Deieren. Das ist das von den paar Deieren, die rund um das Haus laufen, wo man eins zu einer kann kriegen, respektiv wenn sie geschlürcht gehen, einen Hängerbrit. Aber darum geht es nicht. Das ist just für den Hobby, dass das ein Hobby soll sein, für die ganze Familie. Wird da noch Zucht gemacht? Wird der noch viel gemacht? Ja. Sie haben ganz viele Members hier am Land. Wie ich gerade gesagt habe von unserer Zeitung, die hat eine Edition von 3200 Zeitungen. Da haben wir noch ganz viele Members, die dann noch die Rennrasse Steieren züchten. Sowohl Kanengerscher wie Hänger, Fasane, Wassergeflügel, Intelligenzen, Wachteln, Meerschwingerscher nicht zu vergessen, die besonders bei den Kanner ganz gut kommen. Also das schon gebe ich so einen Trend, besonders auch bei jungen Leuten, für Rassendeieren zu halten. Muss ich aber auch wissen, ich meine, wie der Losot, Kleine Deieren Ziester, muss ich sich auch bewusst sein, wenn in der Deieren hört, es geht nicht so stur für sie zu hemmeln, aber sie so live sehen und zu gucken. Ich denke, zum Beispiel du und Kanengescher, was so die Leute dann immer, ich weiß, dass gerne immer Familie kommen, Kanner kommen, und dann kommen sie alles gucken. Ich will so ein, der geht leider aber sicher auch 2 Jahre mit, wie das soll richtig gehalten gehen. Ne? Ja, und so ist das so richtig. Das Deieren, das ist keine Spielsache. Ein Deier muss ihn haben, wenn ich nicht brauche, aber eine Spielsache ist es nicht. Obwohl sie live ausgesehen, gerne von der Kanner gehemelt gehen. Ja, klar. Ein Deier ist ein Deier und Deier soll ein Deier bleiben. Es geht nicht darum, für man ein Kaninchen spazieren zu gehen, ein Kaninchen zu halten, bis es nicht mehr an das Leben passt, und dann an Wasser gehalten oder Wäsche gehalten. Der zwei sind Präsidenten von den Kleinen Deieren Ziester. Wie ist das dann, Mam Novus? Sind Leute noch interessiert? Du hast im Moment einen Abruf zu machen, wenn ich gerne hätte, dass sie einen Member kriegen. Ja, das ist natürlich immer wie auch viele Vereine, wir sind meistens lauter Leute, Pätteren, die Pension haben, die immer arbeiten. Wir wären natürlich froh, wenn noch ein paar junge Leute geben, nach Madupacken. Es gibt zwar Mengen an hoffen, dass die Tendenz im Moment an die Luft geht, wenn wir eine ganze Partie Neuzüchter haben und auch Jungzüchter. Jungzüchter, das sind also als Jugendliche unter 18 Jahre. Also es wird zu wünschen, dass wir den noch ein paar dabei kriegen, weil wir genau der mehr haben. Wir können nicht wie alle schläfen. Wie seht ihr das? Ja, wir waren letztes Jahr ganz groß überrascht. Wir hatten ein Pferdespurt für über 220 Steieren auszustellen an unsere Volljähren. Und nach Volljähren so gut 2 oder 3 Mal müsste füllen. Wir hatten von den Deieren alle gut in der 195 könnten verkaufen, die ein neue Patron kriegen. Ich meine, das ist das Schönste gesehen, dass aber nach einem gewissen Interesse da ist. Mussten nicht im Zucht gehen von den Rassendeieren. Nee. Für Steieren beim Haus zu haben, ist ja auch schön. Es geht schon nicht darum, für Geld zu verdienen, weil das ist ein Hobby. Und ein Hobby kostet immer ein bisschen Geld an einer gewissen Zeit.
Gut. Nein, gleichste Frohen op der Foire agricole, wann der do seht, wat sie so typisch Frohen, die dëmmer Gestalt krit. Der sind ganze Köp mir komme auch immer mat diese Schulklassen hin Schweze lo als pensionierte Schulmeister war alle aus mat der Menge Klas und kann er die Stelle ja viel froh wenn ich lehen sie eher wie lange dauert het bis Jippelsche rausgehen führen. Ich will aber dunner anhaken viel kann er will Jippelchen. Das geht es nicht. Dass die Gesellschaft sehen, kann ich nicht ein oder zwei Jippelchen. Da muss man mal älter fahren, ob sie auferstanden sind, ob sie die nötige Köche tun, also eine Wärmeplatte oder eine Luft, weil die kann ich nicht einfach ein Jippelchen oder zwei haben. Das, wenn er kann vielleicht ein bisschen mehr liegt. Also dann frohen kann er natürlich auch was zu fressen und was zu kasten und so für wie viele Rassen es gehen. Ein unendlich Rasse wie bei den Kaningerscher, die Großrassen, Mittelrassen, Kleinrassen, Zwerchrassen, die mit den Henkischen Ohren, die mit den Stehohren. Also es gibt ein ganz Vielfalt bei den Hängern natürlich auch. Wann den erst will fannen, find den erst. Wo find den erst? Ganz einfach. Ja, zum Beispiel im Internet seht, könnt ihr es auch fannen von Lützeburger Kleindeirenzeichter oder über usal.lu. Da fahren auch, da sind dann die ganz Herren dran, die zum Beispiel Präsidenten sind, oder vielleicht Stammen, die Präsidentin sind. Und dann noch die nötigen Kontaktadressen, das zum Beispiel den Obmann beim Geflügel und dann auch den Obmann bei den Kaningerscher und auch einen dann bei den Meerschwängerscher. Die sind dann dem Moment zuständig, die können nicht dann noch einen guten Trio gehen, wo da zum Beispiel kein Tiere kaufen, wenn da unbedingt die oder die spezielle Rasse tun. Gut, das ist nicht merci, Herr Dennis, Herr Kemper, für den Besuch am Studio und dass das mit dem Zoowurster klappt. Merci. Ja, geschieht. Vielmals merci. Merci auch.